Hallo Motherfucker, zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss. Ihr dürft mir aber auch nur Alexu sagen. Und heute sind wir ein bisschen seriös unterwegs. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mal gedacht, mal ein anderes Video zu machen. Nämlich zeige ich euch heute meine Videospielsammlung. Also alle Videospiele, die ich gerade in den letzten 15 Minuten gefunden habe, die ich in physischer Form noch besitze. Hey, ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken? Sieht so aus, als hätte ich Sex. Ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen trinke ich einen Kaffee. Nur so für euch, es ist etwa so 12 oder so. Willst du mich für blöd verkaufen? Genau, die Tasse übrigens habe ich hat mir ein Tagesschul-Mädchen gemalt. Jeder, der irgendwie frisch in der Tagesschule anfängt, bekommt so eine Tasse. Und ich habe so eine Tasse, warte, ich kann euch die ein bisschen zeigen, hier mal. Das ist alles mit Herzen. Da hat so Herzchen, Ballons drauf, Herzchen. Wieder Herzballons. Auf dieser Seite hier hat es sogar noch einen Herzchen-Kompass, also crazy, ja. Was ich auch super toll finde jetzt, wenn ich hier das so abdecke, sieht es nicht mehr aus wie ein Herz, sondern aus wie ein Arsch. Mamma mia! Und ja, falls ihr euch fragt, ja, ich trinke meinen Kaffee so, wie ich meine Frauen gerne habe, nämlich schwarz. Ich würde sagen, reden wir lang um Heißspray um, Spritze dabei und los geht's. Spiel Nummer 1, das ich gerade hier ganz oben habe, ist FIFA 15. Was ich ganz cool finde, hier mit Shaqiri drauf, wo er bei Bayern München ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Das ist auch so ein Super League Ding da, warte, ich weiß nicht, ob man es sieht. Auf jeden Fall, ja, das war das FIFA, das ich auf dem DS besitzt habe. Ich habe die anderen Spiele auf der Playstation. Da ist doch das Ding, wo das, korrigiert mich gerne, falls es jemand weiss, aber ich glaube, da, in diesem Spiel ist da der legendäre Track drin gewesen, das I need to know now. No. Ich glaube, da war der drin, falls mich nicht täuscht. Aber noch gute Singstimme hat der Boss auch noch, sollte ich vielleicht mal zu DS gehen. I need to know now. No, can you love me again? Ey, halt deine Fresse, das ist ja mega scheiße. So, gehen wir weiter, nämlich zu Mario Party Island Tour. Ich bemerke gerade, dass da mehr als ein Spiel drin ist. Ich nehme die geschwind raus. Mario Party Island Tour. Ich muss sagen, so, es ist nicht so ein klassisches Mario Party, wo man so geht, Sterne suchen. Es ist mehr so wie ein Leiterli-Spiel. Weißt, man startet bei Punkt A und muss so schnell wie möglich zu Punkt B kommen. Es ist also etwas wie Game Share hat's gegeben. Das heisst, nur jemand musste das Spiel haben, dass man sie zusammenspielen kann. Und das ist eigentlich recht nice. Also so zusammen mit meinem Bruder zu spielen, hat das noch echt Fun gemacht. Oh mein Gott. Worte können nicht beschreiben, was für ein Hurensohn du bist. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, das ich wirklich mega lang gegamet habe. Das ist Super Smash Bros. 3DS. Gay lovers find out they are brothers. Ich weiss noch dann, ich bin das mit meinem Vater gekauft. Das war, glaube ich, das Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk, das mein Vater gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, er hat mich dann mitgenommen im Mediamarkt, dass ich mir das Game kaufen. Und ich weiss noch, ich habe die Verpackung so angelacht. Das ist so Nostalgie. Falls ihr das nicht kennt, das ist einfach so ein Fighting-Game. Wo man so mit Mario, mit Link und so kann gamen. Und noch mit anderen, mit Samus. Fun Fact zu Samus, das ist der erste weibliche Hauptprotagonist in einem Videospiel. So gehen wir zum nächsten Banger über, nämlich Mario Kart 7. Das ist das erste Mario Kart, das ich wirklich selber besitzt habe. Ich habe so ein bisschen Mario Kart Wii, habe ich mal so bei ein paar Kollegen und so gespielt. Aber das ist wirklich das erste Mario Kart, das ich selber besessen habe. Das hat mir mein Götti geschenkt, das weiss ich auch noch. Ich habe extra gesagt, dass ich Mario Kart 7 möchte. Oder ich glaube, ich habe gesagt, ich wollte einfach etwas mit Mario. So, mein Götti-Bub, was willst du zum Weihnachten? Irgendetwas mit Super Mario. Geht das so präzise, du dummer kleiner Hure? Das hat man übrigens auch gegeneinander spielen. Aber das ist wirklich so ein legendäres Game. Wie gesagt, das ist pure Kindheit. So, und dann haben wir ein sehr revolutionäres Spiel, nämlich Mario Maker.
Das ist eigentlich Super Mario, man hat einfach seine eigenen Levels bauen. Ich habe meine eigene Welt in diesem Spiel gemacht. Vor allem war es echt gäbig, auf dem 3DS zu bauen, weil du hast auf diesem Touchpad, weißt, hast du so deine Levels bauen und so wie es hier so angezeigt wird. Dann haben wir ein Certified Banger, New Super Mario Bros. Das ist wirklich sehr geil, das Spiel. Und ich muss sagen, ich habe echt lange für das durchzuspielen. Das war mein erstes Super Mario. Ich habe echt lange gebraucht, für das durchzuspielen. Was bei dir denn für ein scheiß Noob gewesen? Oh mein Gott. Nein, wir haben ein sehr spezielles Spiel, nämlich Mario und Luigi Superstar Saga heisst es, plus Bowser's Schergen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nie durchgespielt. Was für ein Hurensohn. Weil man hat lesen, so, wo man immer her muss. Und irgendeinmal habe ich nicht mehr gewusst, wo, in welche Welt das ich muss. Und dann habe ich keinen Bock mehr zu gamen. Weil wie alt bin ich denn gewesen? 10 oder so. Als 10-Jähriger gedacht hat. Ich kann nicht lesen. So, weiter geht's. Einfach zu einem richtigen fetten Banger, Alter. Wirklich, ich glaube, das ist eines von den besten 2D Jump'n'Runs, was es gibt, nämlich Donkey Kong, Alter. Donkey Kong Country Returns 3D. Boah, das Spiel ist crazy. Aber es ist crazy schwierig. Vor allem ist das ein Spiel, wo da das riesige Justin Bieber Ei auftaucht. Falls du nicht wisst, was ich meine, ich zeige das schnell. Was macht dieses riesen Justin Bieber Ei hier? Hier, das ist Marvels, heisst das Spiel. Ich bin als Kind sehr Fan von Marvel, muss ich sagen. So. Jetzt auch noch ein bisschen, aber nicht mehr so krass. Es ist ein solides Game. Man hat einfach ein Level gehabt, man hat sich durchgekämpft und dann hat man es geschafft. Also eigentlich recht simpel. Aber gleich war es cool gewesen, weil natürlich jeder Superheld hat so seine eigenen Superkräfte gehabt. Ach, wirklich? Das hier ist Mario Sports. Der Trailer zu diesem Spiel war, hat es echt geil gefunden. Man konnte es ist so ein Mario Sport Game. Man konnte shooten, man konnte reiten, Baseball, Golf und Tennis spielen. Und hier kommt noch, das ist recht viel Material, das hier drin ist. Also, alle haben die Spiele noch richtig Comics gefühlt mit dabei gehabt. Und dann kommen wir hier auch zu einem Banger. Ich weiss noch genau, ich glaube, das habe ich auch von meinem Bär bekommen. Yoshi's New Island, genau, ist das Spiel. Ja. Es ist auch so ein... Es ist eben auch ein Jump'n'Run. Man muss auch sagen, Yoshi der hat ja so eine riesen Zunge, also das ist sicher ein guter Liebhaber, not gonna lie, yeah. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Ich glaube, Yoshi kann die Thunfischdose auslecken, wenn du wisst, was ich meine. Ew! What the fuck? By the way, gutes Spiel. Ey yo guys, das war jetzt hier schon mit diesem Video gewesen. Ich habe natürlich noch andere Videos, wo ich aber die physische Version nicht besitze. Falls euch das Video gefallen hat, gebt sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für mehr und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss zusammen.